mal! Nein, Das ist weißt, ich bleibe interessant. lieber draussen oder so. Ich kann ja ein bisschen Verstecken spielen. Weißt, in einer Fabrik ist es doch laut und lärmig und für mich als Murmeltier gar nicht interessant. Nein, Murmi, in dieser nicht. Das ist eine andere Fabrik, ich sag dir's. Und dort, wo mein Kollege arbeitet, ist es besonders interessant. Ja, aber dein Kollege, der... Also ich weiss wirklich nicht, ob ich wirklich kommen soll. Okay, Murmi, ich mache dir einen Vorschlag. Ich habe hier 2 Bastelbögen bekommen und du kannst hier innen im Restaurant auf mich warten und die Bastelbögen basteln. Ist gut? Ja, jetzt hast du 2 Bastelbögen die ganze Zeit mit dir herumgetragen und mir die nicht gegeben. Ich wollte dir sie eigentlich heute Abend schenken. Ah. Ein Glon und ein Kätzchen. Oh, weißt du was, jetzt ist es noch... Hast du noch eine Schere? Ja, sicher, habe ich alles dabei. Und ein Komm, Leim? ich gebe dir das drinnen, sonst kommen wir zu spät. Ist gut? Ja, deine, wo denn deine? Im Personalrestaurant tust du warten auf mich. Ah. Komm. Ja, also gut. Da kannst du sitzen und basteln. Ist Ja, da dann kann gut? ich da auf dich warten. Ja, genau da. Ja, gut. Ja. Aus dem machst du einen Glon oder 3 Glöhne und hier Kätzchen. Kätzli oder Glöhn? Ja. Oh, mit welchem soll ich anfangen? Kätzli oder Glon? Oder Kätzli oder Glon? Einen Hund hast du nicht? Nein. Nicht? Ah, das ist gleich. Ich kann vielleicht noch... Oh, weißt du was? Hast du nicht einen Schreiber noch? Was? Dann könnte ich vielleicht aus einem von diesen 3 Kätzchen einen Hund zeichnen. Ja, nicht unbedingt. das Das wär doch aber auf jeden Fall den könntest du ausmalen. Das Und dann gibt... weisst du was? Ich könnte aus dem Kätzchen einen Elefant machen. Du musst ihm einen Röstel machen. Ja. Das ist der Stift. Dann brauchst du noch die Schere zum Ausschneiden, weil es gibt aus dem Teil gibt's Schachteln Und was hast du noch? und den Leim. Aha. Oh. Da ist der Deckel, wo ist der Deckel? Ah, da kann man wegnehmen. Und hier, zum Zusammenklemmen, bevor es hebt, hier, weißt du sicher, die Briefklammern, Ah, Büroklammer. Büroklammern. Aha. Ja, Briefklammern. gut. Also, Alles klar? alles klar. Also du wartest hier, Ich gell? warte da, ja. Ich gehe jetzt. Und ich bin ein sehr zufriedenes Murmeltier Ja. mit meinen Bastelbögen. Du kannst ja. also wirklich mitkommen. Du Nein, kannst ich es noch... will doch nicht mitkommen, wenn ich da basteln kann. Wenn du meinst, tschüss, Murmi. Also, tschüss, Ciao. Aus einem Kätzli mach ein Elefant. Ha, ha, aus einem Kätzli mach ein Elefant. Bevor ich den Dani treffe, muss ich ja noch die Kleider anlegen. Die sind, glaube ich, aber hier innen. Wir sind ja hier in einer speziellen Fabrik. So. Haarnetzli. Ein Kittel. So. Tipptopp. Tschak, tschak. Ein schöner Rüssel für das kleine Büsi. Ja, das sieht lustig aus. Oh, jetzt müsste ich noch etwas haben zum Ausmalen. Aber ja, schau. Und dann da grosse Elefantenohren aus dem Kätzli machen. Da, Soseli, Soseli. Wunderbar. Ja. So. Jetzt schauen wir doch mal, was es da sonst noch hat. Und dann kann ich ja nachher wieder weiter basteln. Ja, da ist niemand. Ja, Sakradi. Hoi, Dani! Ciao, Geri. Hoi, habe ich dich schon gefunden? Ja, das ist gut. Eingekleidet bin ich auch schon gesehen. Ja. Ich habe den Kasten wieder gefunden, wo wir die Kleider mal anlegen. Und das ist jetzt dein Reich hier. Ja, das ist ein bisschen weiter hinten. Und was Gehen wir machst schnell du da? schauen. Ich mache Mohrenköpfe. Nein! Ja. Morgen? Ja! Wenn ich da im Murmi erzähle, der wird sich ewig reuen, dass er nicht mitgekommen ist. Ja super, gehen wir es anschauen. Sicher, ja, Dann mache gerne. ich dazu ein paar Notizen und dann bringen wir ein Porträt über dich in die Zeitung. Ist gut? Ja, das ist gut. Ja. Ich gehe. Da fängt es an. Ja, schau, da habe ich gerade ein paar. Du willst Darf ich das einen eine probieren, ja. Ihr sagt ja dem nicht mehr Mohrenkopf, gell Dani? Nein, wir sagen einen Kiss. Kiss, Kuss auf Schweizerdeutsch. Auf Schweizerdeutsch Kuss, ja. Erstens gehst du die Füllung hier drin. Ich kann dir auch mal sagen, aus was die besteht. Ja, gern. Hier innen haben wir den Kristallzucker, den weißen. Ja. Und hier haben wir flüssigen Zucker. Sirup. Sirup auch, ja. Und dann vermischen wir zusammen. Und
und tun es drinnen aufkochen. Aha, das tue ich gerade rasch notieren. Ist gut? Ja. Weißt für die Zeitung. Also. Zucker, Sirup, aufkochen. Ja. Okay. Also. Hier innen tun wir es jetzt aufkochen. Über 100 Grad heisst, tun wir es aufkochen. Dann kommt es hier unten raus und dann ist er fertig. Der Sirup. Zucker. Ja, was hat's denn da? Juhu, das sind ja Bananenblumen. Ja, jetzt sehe ich endlich einmal, wie Bananen wachsen. Oder sind das echt wirklich Bananenblumen? Aber ich weiss also nicht, ob man die Bananen essen kann. Ja, sie sind einmal auf jeden Fall noch viel zu klein. Ja, komisch. Hä? Ein Teppich auf einem Tisch? Ja. Oh, was ist denn das? Da kann man zeichnen. Ja, und was kann man denn da? Aha, das sind... Aha, das ist doch so ein Spiel, wie heisst das jetzt schon wieder? Eine Jasskarte, genau. Und was hat es denn noch da drin? Ist echt da etwas zum Essen drin? Vielleicht Nüssli? Nüssli oder echt ein Schöckelädli? Oh nein! Aha! Ein Schwämmli! Ja, oh genau! Aha, also dann schreibe ich zuerst etwas da drauf. Genau. Ich könnte schreiben... Genau. Ha. Also Geri, zeig dir noch mal das Eiweiß da, wo ein Mohrenkopf drin ist. Ah, Zucker und Eiweiß. Jawohl. Die Masse hier, das ist jetzt Eiweiß. Ja. Und wenn man da fest schlägt, dann wird es schaumig, gell? Ja, und steif. So ist Steif. im Mohrenkopf oder im Kies ist. Aha. Genau. Ja, das ist ganz interessant. Und hat es in allen Mohrenköpfen die gleiche Füllung? Jawohl, es ist Einfach- alles genau gleich. Da rundherum, da hat er verschiedene Farben und verschiedene Gau, aber da drin ist immer das Gleiche. Das ist immer je nachdem eine andere Schocke, aber die Füllung ist immer der gleiche Schuh. Ja. Einfach kleine oder grosse gibt es. Du, Dani, das ist sehr interessant, aber darf ich dich noch etwas privat fragen? Ja, frag. Was bist denn du von Beruf? Gelernt habe ich Bäcker Konditor. Ah, Bäcker-Konditor, ja, das ist klar. Konditor, die machen ja auch Schoki-Sachen, gell? Ja, und auch süße Sachen. Und das ja. Süßes. Und wieso bist du jetzt da? Sagt man jetzt dem Mohrenkopfmacher, oder wie? Nein, ich bin der Teamleiter, ich bin Ah. der Chef der Mohrenköpfe. Ah, der Chef von der Mohrenköpfe. Super. Und was macht dir denn am meisten Spass? Wieso arbeitest du da? Ja, weil ich Schoki gerne habe. Ja, so wie der Murmi. Ja, genau. Ja. Ja, der könnte in dem Fall hier auch arbeiten, der Murmi, wenn er so gerne Schoki hat. Aber das ist nicht wirklich der Grund, oder? Nein, das ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Und man hat normale Arbeitszeiten. Als Bäcker musst du halt früh aufstehen und wenn die Aha. Familie ist daheim, Alles ist das klar. kein Problem. Sehr interessant. Ich tue mir da aufschreiben, gell? Für Ja. das Porträt. Mi. Und dann noch ein Sünneli. Soseli, Soseli. Tak, 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 tak. Sehr schön. Ja, Murmi. Dann da ist der Durchgümmel. Tschakka, 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 tschakka. So. Gut. Dann das wieder versorgen. Soseli, Soseli. Gut. Ein Spiegel machen. So, gut. Und was passiert da, Dani? Hier innen tun wir den Zucker und das Eiweiß hier zusammen mischen. Ah, In diesem Kopf innen tun wir es mischen. Und dann siehst du, dann kommt er schon raus. Das ist Ja. ja schon fertig. das ist die Masse fix fertig. Jawohl, ja. Und hier, wo der Dani hockt, hier tun wir noch Bödeli. Hier tun wir nachher morgen drauf dressieren. So, da an der frischen Luft ist es noch sehr gemütlich zum Basteln. Basteln mit Murmi. Haha, so, fangen wir doch einmal an mit ja, fangen wir doch einmal einfach so an mit dem. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen schräg geschnitten.
das ist aber ein Kniffeli-Zeug. Also, jetzt, wo ist der Leim? Wo ist der Leim? Jetzt ist der runtergefallen. Hallo, Leim! Aha, da bist du. Gut, hast du etwas gesagt? So. Herr Leim, klappst du gut heute? Sehr gut, sagst du. Gut, also, Herr Leim. Schauen wir mal. So. Wenn wir da ein bisschen Leim her. So. Also zuerst kommen ja Bödeli, gell? Ja, zuerst kommen Bödeli und dann tun wir den Schuh drauf dressieren. Dressieren heisst so drauf drücken. Drauf aufdrücken, genau, ja. Und weil der Schaum so heiß ist, tun wir ihn nachher auch noch kühlen. Abkühlen? Ja, wie warm ist denn der Schaum? Ja, der hat ungefähr 70 Grad. 70 Grad. Aha. Und wenn er abgekühlt ist, dann hat er ungefähr noch 30 Grad. Aha. Und nachher kommt die Schoki drüber. Aha. Und die stehen dort, wenn sie zu der Schoki gehen, schön in einer Reihe. Wie viele Mohrenköpfe hat es denn in einer Reihe? Bei denen ist so, bei den kleinen Babykissen hat es 11. 11 Stück. Ah. Und die müssen genau richtig stehen, sonst kommt das Letz raus, gell? Da gibt es schräge Mohrenköpfe. Nein, die sind nicht schräge, dort haben wir Probleme mit dem Einpacken. Dann. Ah, die nehmen wir raus. Die muss man rausnehmen, ja. Gut. Und die Schoki, die drüber reinläuft, hier, bei dieser Maschine hier, die ist auch warm, gell? Aufgeheizt. Ja. Nein, die tun wir auch runterkühlen. Die tun wir zuerst aufwärmen und dann tun wir sie runterkühlen. Ah. Sonst zieht sie nicht an, die Schoki. Sonst bleibt sie weiss. Könnt ihr hier auch noch andere Schoki drüber rein tun, ausser die hellbraune, die jetzt drüber läuft? Ja, da können wir dunkle machen und weisse auch noch. Ah. 3 Sorten. Und die dunkle ist ein bisschen bitter, gell? Ja, ja. Bitterschoki. Genau. Und die weiße, die ist fast so weiss wie die Mohrenköpfe hier. Ja, oder ein bisschen gelblich, ja. Genau. Gut. So. So, der Katzenelefant, der wäre fertig. Ja, schön. Jetzt kommt der Klon dran. Oh, das ist sicher, was ist das denn für ein Klon? Ja, schneiden wir doch da mal aus. Einmal. Und zweimal. Achtung, fast so abgeschnitten auf dem Klon. Hat es den fast wehgetan. So, noch da hin. Und dann auch gerade da hin. So. Oh. Genau, da könnten wir da noch den Hut abschneiden. Ja, dann hat der Klon, genau, dann hat der Klon einen verkehrten Hut. Der Hut steht auf dem Kopf. Ja. Du, wie viele so Mohrenköpfe machen ihr denn so im Schnitt? Wir machen 3 verschiedene Sorten. Wir machen die kleinen, die mittleren und die ganz grossen. Und wir machen in der Stunde, je nach Sorte, zwischen, das muss ich schnell ablesen, weiss Ja, nicht auf dem auswendig. Spickzettel. Ja. Also wir machen in der Stundenleistung von 150 Kilo bis 341 Kilo Mohrenköpfe. 341 Kilo Mohrenköpfe. Und Ja. wie viel ist denn so ein Mohrenkopf schwer So da? einer ist 8 Gramm schwer. 8 Gramm? Ja. Ah, und jetzt müssen wir 350 Kilo durch 8 Gramm, das gibt eine rechte Zahl, hä? Das gibt eine rechte Zahl, ja. Also das geht jetzt zum Beispiel bei diesen Sorten, machen wir jetzt in der Stunde 20'000 Stück. 20'000 Mohrenköpfe. Ja. Das wäre ein Schlaraffenland für den Murmi. So, ja, jetzt ist das ein Indianerklon, da mit Indianerfedern. Oh, das ist dann lässig, die Bastelbögen. So, aber jetzt mache ich mal eine Pause. Jetzt gehe ich einmal ein bisschen rumgewundern. Wer weiß, vielleicht finde ich ja noch etwas Kleines zum Framseln. Ja. Oh, ja, was hat's denn da, du? Oh. Ja, Herr Pinguin. Entschuldigung, dürfte ich echt 1, 2 Schokoladchen haben? Ah, danke vielmals. Ja, ich liebe gern. So. Schokoladchen. Ja. Oh. Ja, schau jetzt einmal da. Oh, genau, jetzt kommt mir gerade ein Spiel in den Sinn. Ja, ich glaube, die 2 Schokoladchen, die gehen spazieren. Das für sich und das für sich. Dann spazieren sie und plötzlich treffen sie sich. Ah, ha. Und das eine Schokoladchen sagt zum anderen Schokoladchen,
bist du auch ein Milchschokoladli oder bist du ein Nussschokoladli? Und dann sagt das andere, ja, ich weiss gar nicht, aber ich bin sicher ein Feinschokoladli. Und das andere Schokoladli sagt, ja, ich bin auch ein Feinschokoladli. Komm, wir gehen doch ein bisschen spazieren zusammen. Und dann gehen sie spazieren und plötzlich kommt ein Pinguin. Hallo, Schokoladli, sagt der Pinguin. Und die Schokoladli, die verschrecken zuerst so und dann fragen sie, ja, was bist denn du für ein komisches Tier? Bist du ein Rhinoceros? Hey, nein, ich bin denk ein Pinguin, sagt der Pinguin. Und ich habe auch gern Schokoladli. Und dann rennen die beiden Schokoladli ganz schnell davon, weil sie Angst haben, dass der Pinguin die frisst. Aber jetzt esse ich, glaube die Schokoladli. Und, Entschuldigung, Herr Pinguin, dürfte ich echt noch ein paar Schokoladli nehmen? Ja, wirklich, ich darf alle haben. Oh, danke vielmals. Ja, dann packen wir die doch gerade ein. Ja, also fangen wir an mit dem. So. Dass man die Mohrenköpfe nachher im Laden oder die Kies kaufen kann, muss man sie aber zuerst noch einpacken, gell? Ja, die wir einpacken. Und zwar maschinell. Mit Saugnäpfen, die sie anziehen und nachher in Pleister ablecken. Pleister, das sind die Schachteln. Ja, oder? Ah. Soseli, fertig geframselt. Das sind aber schön viele Papierchen. Gerade mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uiuiui, sehr viele Schöckchen habe ich jetzt gegessen. Aber ja, vom Basteln gibt es natürlich Hunger. Oh, genau, ich muss ja noch fertig basteln, bevor dann der Geri zurückkommt. Also. So, ja, jetzt noch fertig basteln. Was könnte ich jetzt noch basteln? Gut. Du, Dani, das war sehr interessant bei dir hier in der Mohrenkopffabrik. Super, das gibt einen tollen Artikel für die Zeitung. Aber jetzt muss ich wieder ins Personalrestaurant. Ich habe darum den Wurmi mitgebracht und der wartet jetzt auf mich dort unten. Wolltest du mir noch ein paar Mohrenkopf mitbringen? Ja, komm doch mit runter, kannst du mir sie gerade selber geben. So, fertig. Wurmi? Was hast du jetzt auf dem Kopf? Ah, ich habe ja das Netzli auf dem Kopf. Was für ein Netzli? Ein Haarnetzli. Weißt du, wieso haben wir das gebraucht? Bist Das du ist beim übrigens. Coiffeur gewesen, Nein, oder nicht beim Coiffeur, beim Dani. Und der Dani ist der Chef von einer Mohrenkopffabrik. Von einer was für eine Fabrik? Mohrenkopffabrik, die will ich jetzt anschauen, aber du hast ja nicht mitkommen. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass das ein Mohren kommt. Also was, richtige Schoki-Mohrenköpfe? Ja, Schoki-Mohrenköpfe, ganz viel. Ja gut, ich habe es auch noch genossen da beim Basteln. Sicher? Ja. Aber weißt, es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Schau, Murmi, ich habe dir noch etwas mitgebracht. Frische Mohrenköpfe. Ist toll, hä? Die sind für mich. Ganz für dich alleine. Danke vielmals. Und weißt du was, gern? Nein? Ich könnte ich Ihnen doch etwas schenken, wenn ich dann basteln Ja, kann. genau. Schau mal, du kannst den haben. Schau, das ist ein Katzenelefant und da drauf oben liegt ein Indianerklon. Da mit den Indianervätern. Ein Indianerklon, ja. Merci vielmals. Ja, danke dir. Ja. Oh, aber dann komme ich ein anderes Mal nochmal auf Besuch und dann komme ich auch schauen, wie die Mohrenköpfe gemacht werden. Ja, sicher, kannst immer kommen, ja. Das ist abgemacht. Abgemacht. Abgemacht, ja. Ja. Wer wohnt hoch im Berggebiet zwischen den Gletschern innen und hat eine schöne Höhle dort tief im Boden drinnen? Wer schläft dort der Winter durch und die Höhle die ist zu? Erst im Frühling wacht